Ja, grüß Gott beieinander. Geht da was? Habe ich euch? Ich bin wieder da. Grüß Gott beieinander. Mr. Price, Mr. Verb, Mrs. Semcroft. Eine wunderschöne Mahlzeit. Ja, jetzt würde ich schon Guten Morgen sagen. Um 12 Uhr Mittag Guten Morgen sagen, meine ist nicht zeitgemäß. Wie geht's euch? Ist alles flauschig? Reins. Ich weiß bis heute nicht, wie der Name aussprechen soll. Aber haben wir jetzt der Mr. Reins oder der Mr. Rins? Bin mir nicht so ganz sicher bei der ganzen Geschichte. Habe ich dir. Wie geht's euch? Alles fit bei Ihnen? An diesem schönen, verregneten Sonntagmittag. Ja, das ist halt das perfekte Wetter, um einfach einmal sinnlos schon ins Internet zu sitzen. So. Nur, ich bin mir zwar noch nicht sicher, was für ein Schund, dass wir ins Internet sitzen, das darf jetzt dann so allmählich entscheiden. Der Mr. Reigns. Gut, dann werde ich mich da noch richten. Mr. Reigns. Sehr gut. Bei dir ist fit, ich hoffe doch. So, heute haben wir mal wieder eine dicke Session, Freunde. Wer hat's vermisst? Dicke Sonntagssession. Hand hoch. Ja, ich glaube, da gibt es einige, die da Bock drauf haben, dass wir mal wieder dicke Sonntagssession machen. Ja, mit dicke Sonntagssession meine ich 5 bis 6 Stunden. Zumindest war das jetzt der Plan. Ja? Handheb. Handheb, sehr gut. Haben wir schon lange nicht mehr da. Ja? Frau Bazi ist halt bis 5 bis 6 Uhr außer Haus. Das heißt, das ist perfekte Steilvorlage, um mal dezent lang online zu bleiben. Ich habe immer noch keine Hosen noch. Hosen ist überbewertet, Mr. Price. Hosen wird tendenziell überbewertet. Ich habe zwar heute schon eine an, weil ich schon außer Haus war, aber sonst da ich wahrscheinlich auch noch in der Buchsen da sitzen. Sag da auch, wie es ist. Naja, aber so soll es ja auch sein. Ja? Und so ein Sonntag, also ich glaube, das ist halt der erste richtig beschissene Tag seit, keine Ahnung, wie viele Wochen, da wo es weder einfach halt wirklich mal dazu einlädt, draußen gar nichts zu tun. Ja? Da wo man einfach mal sie vom PC oder vom Fernseher hocken kann oder auf Couch legen kann, ohne dass man jetzt irgendwie den Drang haben muss, ich muss was machen, ich kann nicht die ganze Zeit umeinander gammeln. Doch, heute kann man das. Seit gestern schwitzt wir Sau. Ja, richtig. Haben wir, deswegen bin ja ich gestern dezent lang am Tennisplatz hängen geblieben, weil es ja wieder mal hat rennen müssen. Aber gut. Jogginghosen-Saison ist eröffnet. Offiziell. Ich renn zwar sonst das ganze Jahr mit der Jogginghosen umeinander, aber ab heute ist der perfekte Zeitpunkt, um wirklich, dass man sagen können, so, und jetzt ist die Twitch-Hauptsaison, Gammel-Hauptsaison eröffnet, okay? YBO habe ich die. Das hält mir jetzt einfach mal so fest. Wir haben ja glaube ich, am Sonntag beim Schmerz haben wir geredet, es wird sich jetzt dann streamtechnisch wieder einiges ins Gegenteilige wandeln. Ich werde öfter online kommen, ich werde wahrscheinlich stand jetzt den Sonntag früh, also was heißt wahrscheinlich, das ist eigentlich so ziemlich gewiss, dass ich einen Sonntag Frühschoppen zurückbringe. Es wird wahrscheinlich auch so werden, dass ich Freitagabend dann live gehe, wahrscheinlich, oder dass es auf alle Fälle einen Freitagsstream geben wird. Hängt natürlich noch so ein bisschen von meiner Schicht dann ab, tatsächlich. Aber das sind einmal so die Dinge, die wo ich bis jetzt sagen kann, was so in Planung steht. Das Einzige, wo ich mir noch nicht sicher bin, wann ich ab dem 5. Oktober danach wieder online komme, weil ich sagte OP hier und her. Aber das stellt sich alles aus. Vom Chill-Faktor her ist der Herbst und Winter eigentlich schöner als der Sommer, auf alle Fälle. Also ich bin zwar schon Verfechter des Sommers, dass ich sage, hey, Sommer ist eine geile Zeit, du kannst, keine Ahnung, mit der kurzen Hosen umeinander rennen, du kannst draußen was machen, so. Da bin ich schon so, aber ich freue mich halt jetzt auch wirklich auf die Stadi-Zeit, sagt man, ja. Dass einfach draußen kreislig, ungemütlich ist, dass man wirklich sagen kann, hey, heute flacke mich einfach 16 Stunden in meine Bude und friss sinnlos umeinander und schaue in irgendeinem Bildschirm rein. Ja, so. Auf das freue ich mich jetzt tatsächlich auch.
Ich brauche nur ein paar Bildschirme, wenn sie alle gleichzeitig streamt. Ja, das Problem haben mehrere, haben wir sagen lassen. Es hilft nicht. Also ich verstehe, was du meinst, Mr. Price. Ja, mir geht's ja oft auch nicht, also gerade im Winter, Herbst geht's mir oft auch nicht anders. Ja. Da fängt einer an, da denkst du, ja passt, das passt jetzt perfekt. Ja. 3 Minuten später denkst du, ja, toll. Jetzt habe ich da einen Bildschirm, ein Handy und ein Tablet. Ja, irgendwann beißt es halt aus. Kann halt zwar noch ein paar Tabs aufmachen, aber irgendwann sagt halt mein PC dann auch mal, ich glaube, du hast einen Arsch offen. So, buchstäblich. Naja. Genau, Leute, was treiben wir halt? Wir haben halt mehrere Möglichkeiten. Wir können, also ich hätte jetzt gedacht, dass wir jetzt nicht 6 Stunden God of War spielen. Ja, das meine ich war für Enker wegen Fahrt und ich darf dann wahrscheinlich auch irgendwann anstumpfen. Aber wir haben ja Möglichkeiten. Ja? Also wir können jetzt sagen, keine Ahnung, mit God of War anfangen. Nach 2 Stunden etwa spielen wir dann, was weiß ich, Mortal Shell. Das war das nächste kleinere Projekt, jetzt noch der Nuzlocke. Weil was groß möchte ich jetzt nicht mehr anreißen, weil besagte Titel ja bald demnächst kommen. Und ich damit kalkulieren muss, dass ich heute im Oktober mal eine Woche nicht streamen kann. Dann können wir theoretisch nach 2 Stunden God of War sagen, so, jetzt spielen wir Mortal Shell und das spielen wir dann auch noch 2 Stunden und wenn wir dann mit Mortal Shell durch haben, ja, dann können wir uns aussuchen, schmerzen wir jetzt, machen wir Reactions oder spielen wir nur, weiß ich nicht, Monster Hunter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, du bist da direkt angegangen. Spielen wir Schifferl versenken? Spielen wir Schifferl? Ja, geht leider nicht, aber das war da auch mal eine Idee, da wir Schifferl versenken spielen, so mit der Community. Das wäre ein Gang. Hätte man einen neuen Bestseller im Stream. Ja, weiß ich nicht. Es ist ein Baby-Bazi. Herrschaftszeiten, das geht mir jetzt gerade noch. Twitch Baby, es ist a Sam Krobazi. Gamab 98 Love. Das ist ein Sam Krobazi. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Also ich glaube, der wird einmal was ganz was Besonderes. Mike, merci dir für den Resub im 9. Monat. Gratulation zum Sam Krobazi. Danke dir. Viel Spaß mit dem uns weiterhin. Willkommen in der Bazi Gang. Dankeschön. Alles fit bei dir. Genau. Na, also, was das nächste verhalten? Wie gesagt, dass wir halt die 6 Stunden Streamzeit splitten in 3 verschiedene Sachen. Weil ganz ehrlich, 6 Stunden God of War, das war ein wenig Hardcore, glaube ich, oder? Deswegen hätte ich gesagt, fangen wir mit 2 Stunden God of War an, dann spielen wir 2 Stunden Mortal Shell oder umdreht, je nachdem wie es ein lieber ist und die letzten 2 Stunden, da schauen wir halt, auf was wir halt Bock haben. Ja? Ich glaube, das war die Idee. Das wird ein guter, das glaube ich auch. Das kann nichts Schlechtes nicht werden, das ist unmöglich. Der hat so weit gute Gene, das wird der nächste Master Chief, wenn du mich fragst. Das wird mindestens der nächste Master Chief wird das. So, meine Uhr sagt, es ist 5 nach 12. Und meine Uhr sagt auch, dass man mir heute ist wahrscheinlich noch ein wenig eher wurscht, aber sollte man nicht viel Zeit verlieren, hätte ich mir gedacht. Also was machen wir jetzt? Fangen wir mit Mortal Shell an oder fangen wir mit God of War? Ihr wisst was, da machen wir jetzt einfach eine Umfrage. Da haben wir gar nicht lange umeinander. Da machen wir jetzt einfach eine Abstimmung. Und dann könnt ihr das entscheiden. Haben wir gleich. So. Ihr habt 3 Minuten Zeit, ab der Lade. Meine sagt, das ist kurz vor 12. Mein PC sagt, das ist 6 nach 12. Und mein Handy sagt da, es ist 6 nach 12. Samurai God of War, Price God of War, oha, das geht nicht gut. Was wir treffen Sie ein Sam Krobazi und ein Bazing im Wirtshaus. Achso, dein Baby. Oh ja, das kann. Das hat Potenzial auf Eskalation, habe ich mal gehört. Meine Uhr sagt Zeit zum Buifern, ja. Das wird man halt nur haben. Glaube ich mir, die Zeit zum Buifern. Jetzt kann aber ich dabei schon einmal, da ich nicht wieder komplett lost durch die Gegend renne oder durch die Gegend klick, weil ich wieder die Hälfte nicht da habe, kann ich eigentlich schon mal mein Ding aufmachen, mein Game Capture Card Software. Damit da auch nichts passiert.
So, die Frage ist, warum höre ich jetzt so nix? Ah, jetzt. Gut, scheint nicht zum Grieseln, das ist gut für mich. So, perfekt. Ja. Sonst geht's ein gut. Ich hoffe doch schon. Wie schaut's jetzt da aus? Ja, das schaut so aus, wie wenn alle zuerst Bock auf God of War hätten. Aber schauen wir mal, was die nächsten... Nein, Viewer 6 für God of War. Ja, ich verstehe, was haben wir eigentlich gedacht, dass ich die Frage stelle. Aber man möchte es ja fair gestalten, okay? Es soll ja demokratisch laufen, ja? Wir haben ja dann ein handfestes Ergebnis. Gibt's dann was gibt's dann? Eine Frau Semkrobazi, Mr. Semkrobazi, Bazing, Frau Bazi, Mr. Bazi und so weiter. Wir treffen sie im Babypark in Mario Kart. Du magst ja wirklich komplett Chaos stiften, oder? Hab ich so das Gefühl, Mr. Saijing, bist du im Bereich des Möglichen, dass du komplett... Aber ja, wir können uns dann im Babypark in Mario Kart treffen und uns dann alle mit Rodi Bonzer gegenseitig anschießen, wenn es wirklich war. Ja, okay, gut, ich glaube, das ist gut, reden wir gar nicht lang. Spielen wir einfach God of War, okay? Fangen wir jetzt einfach mal mit God of War an und dann sehen wir schon. Ich weiß nicht einmal mehr, wo wir stehen bleiben haben. Ich sag's Ihnen, glaube ich, es ist. Ich weiß nicht einmal mehr, wo wir da stehen bleiben haben. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Abgesehen davon. Eins Ton ist da. Bei der Jemangando waren wir schon, das weiß ich noch. Ja, da haben wir, richtig, genau. Die haben wir letztes Mal noch gesehen. Die haben wir letztes Mal noch gesehen. Das werden wir jetzt gleich sehen, wo wir stehen bleiben haben. Ich glaube, waren wir nicht noch bei der Freya? Ja, hat uns ja gesagt, wir sollten noch Dingens gehen, oder? In die komische Riesenheimat-Dingenskirchen da, oder? Irgendwie da. Ah! Wisst ihr, was wir da haben? Wir haben ja den... Genau! Den Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Vergiss das nicht, Kopf. Ich denke stets daran. Wir haben ja letztes Mal den einen Riesen sein Hammer in das Eis brechen lassen, damit wir da reinkommen. Ja, da haben wir stehen bleiben. Da ist ziemlich rund gegangen. Da haben sie nämlich einen Mannschaftsbus voll Trolle auf uns loslassen. Ich glaube, die warten gerade zur WM ausgerückt. Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwo haben die unterwegs gewesen. Richtig. Wissen wir das auch wieder? Da schaut's her. So schnell geht's. Mein Cam ist ein bisschen weit oben. Was? Meinst du, dass das so besser ist? Kann man ja da marschieren oder da oben oder da mit einer, das war mal eine Idee, oder? So, mittendrin. Mittendrin steht nur dabei. Das war bei mir, sorry. Ja, okay. Mike, alles gut bei dir? müssen wir uns Sorgen machen? Denken wir schon, hey, aber meiner Cam nichts geändert. Irgendwie. Du arbeitest gerade an 2 PCs. Ja, er macht mehr Arbeit. Der Mike macht mehr Arbeit. Ja, der Gletscher ist hier. Klimaerwärmung kickt, Freunde. Ja, ist 3 lustigen 4 schaut's mir nicht oben, wenn ihr da bleibt. Aber mal vorsichtshalber da. Das zeigt kaputt muss, aber wo müssen wir jetzt hier da oben da, oder was? Nein. Atreus, sag an. Sag mal an hier. Wo? Schaut mir so wie wenn wir da aufhören müssen.
Das waren die, die bei Baldur waren. Seine Neffen? Ja, Magni und Modi, die Söhne von Thor. Mutter sagte, dass die Asen die schlimmsten Götter wären und Thor der schlimmste der Asen. Dann ist er wohl auch ein schrecklicher Vater. Sie sind keine Kinder mehr. Das ist keine Entschuldigung. Kommt Sindri klar? Die werden ihn nicht mal finden. Aha, okay. Wir lernen also, der Thor ist ein Arschloch. Also zumindest in dem Spiel. Gut, in den Augen vom Kratos ist jeder Gott ein Arschloch, abgesehen davon. Mhm. Ja, sehr das. Der große Speisesaal. Neidobjekt des Ganzen. Du musst immer alles kaputt machen, oder? Irgendwie erinnert mich, boah, Alter, irgendwie erinnert mich das gerade an die Szene in Ice Age 1, wo du mit dem Baby durch das komische Eisding da durchgehen, wo der Sid dann die ganzen Dinosaurierfossilien findet. Also, die eingefrorenen Fischköpfe. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich draufkomme, aber. Im Innere stand der Thron des Jahres auf der anderen Seite dieser Eiswand. So, da oben ist auf alle Fälle eine Truhe. Und da, Berichtigung, da haben 2 Truhen drum. Erst einmal die Einrichtung kaputt machen, damit ja nichts passiert. So, ist wir wieder dran. Aha, und jetzt kann man das werfen, okay. So, jetzt werfen wir mal da auf, weil da liegen Wurzeln dran. So, dann ist die Truhe auf jeden Fall schon mal frei. So, jetzt ist die Frage. Ah. Und einer wacht doch dann auf, oder täusche mich? Und den Fisch in Ice Age? Nein, ich glaube, aufwachen tut keiner. Ja, der natürlich! Das hat er wieder wörtlich genommen mit aufwachen. Da, ich wirf da auf Knirscheiben hin. Ist eh völlig wurscht. Steinbadkönig. Ja, kein Storbad, sondern ein Eisbad. Das ist ein Unterschied, und zwar ein gravierender. Ich bin keine 5 Minuten im Spiel und es eskaliert schon wieder so sinnlos. Ja genau, wirf du dein eigener Wave auf Zeit noch kalt ist nicht mehr, oder was? Nein, nicht. Ja, ich meine, dass er zintig ist. Aber. Oh. Ja. Ich glaub, der hat jetzt die Nosen-OP gekriegt, die wo ich dann krieg. Aber wir erreichen ihn. So, was haben wir jetzt da? Runenbeschwörung beschwert eine Hürde. Eine Herde von Spektralkeilern, die im Weg befindliche Gegner überrennen. Weltfucking OP, oder was?
Na gut, das macht halt höchstens halber Betäubungsschaden, aber sonst halt auch nichts. Irgendwie schon cool, dass da so ein paar Wildfackeln umeinander rennen. Aber der Sturmhirsch ist so bisher aber irgendwie so, finde ich, das Perverseste, wenn du mich fragst. Wobei der halt auch kaum Schaden macht. Abgesehen davon. Na gut. Gut. Hätten wir das. Kann man die anderen zwei auch noch einwerfen? Das probieren wir jetzt aus. Das probieren wir jetzt einmal aus. Ich hätte einfach nichts tun sollen. Ja, ich konnte da vorbeigelaufen. Schnauze! Angel, habe ich dir. Alles fit bei dir. So, haben wir es jetzt noch. Oder kommt da noch mal, kann man noch nicht auf? Okay. Das kann man auch noch einwerfen, habe ich so das Gefühl. Nur mal ausprobieren. Okay, springt bei jedem Loch irgendwann raus. Sehr gut. Hey, mit Felsenwerfer ist unflauschig. Ja, ich kann mich nicht auf 3 Gegner gleichzeitig konzentrieren. Das funktioniert nicht. Hey, wenn ich so einen Felsenwerfer kann. Adrius, der Aim ist aber gerade ein bisschen unhilfreich. War Gegner möglich, ja dann. So ist Kreisliches, hä? Bis gerade davor schon, jetzt bin ich lästig. Oh, warum das? Mr. Angel, was ist geschehen? Hast du deine Kamera umgebaut? Nein, eigentlich nicht. Warum ist die wirklich so schlimm, oder was? Eigentlich habe ich nichts da. Hat der Mike vorher schon gemeint, ob ich Ding umgestellt habe dabei oder hat er sich verschaut. Er hat seine eigene Cam gemeint. Ah, da können wir mal auf, da schon her. Ich hab seit Sonntag nichts verändert. Zumindest, nein, hab ich auch nicht. Aha, der Eiskönig, der hat's auch überstanden. Sehr gut. Da vorne ist was. Ich glaube, ich mag's gar nicht wissen, was da vorne ist. Siehst du, ihm geht's gut. Dachte ich, verschwinde besser, als Thors Söhne auftauchten. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. So, können wir irgendwas verbessern? Die Hüftrüstung kann man verbessern. Was kostet uns der Spaß? Ah, weniger als man. Weit weniger als das, was wir zur Verfügung. Achso, halt das. Ja, das kostet ein bisschen mehr. Bringt uns was? Mehr Abwehr und ein bisschen mehr Attack.
Das ist schon mal, das ist schon mal nicht schlecht. So, aber was ist mit unseren Hacke? Unser Hacke können wir noch nicht verbessern. So, was haben wir da? Zauber. Haben wir noch andere Zauber? Einfachen Zauber erzeugen. Aha. Brauchen wir einen verzauberten Staub. Haben wir nicht. Was haben wir da sonst noch? Ressourcen? Was sind das schon wieder? Ach, den können wir kaufen auch, oder was? Ja, okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. So. Es hat geheißen, Hüftrüstung können wir verbessern, dann tun wir das einmal schnell. So. Mehr Hüftrüstung, mehr gut. Gut. Dann hätten wir das quasi auch erledigt. Ja, herstellen, der wir jetzt dabei mit nichts. Aber müssen wir meine Leute, Mom hat zum Rindsrouladen essen Eigelung, kommt der Papa ums Eck, schaut er einmal mein Laptop an. Ja, hier. Ja, dann, das war's wieder mit dem Essen dann. Braucht er quasi ein neuer. Ja, das darfst aber du schon glauben, dass ich die Truhe da haben will. Bla bla bla, kann ja gar nicht so, bla bla bla, geh her auf, bla. Also unterm Strich, Essen war zwar gut, aber der Laptop ist trotzdem kaputt, oder wie sehe ich das? So. Stimmt, der Morne kommt jetzt dann in absehbarer Zeit ein Bosskampf gegen die zwei Hamdacher da, von denen die ganze Zeit die Rede war. Ich glaube, da war irgendwas. 100%ig sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich glaube, da war was. Beeilung! Wir schnappen uns ein Stück des Meißels, bevor sie etwas bemerken. Junge. Ja, der ist hier. Ergib dich. Der Allvater verlangt es. Nein. Gut. Dies ist mein Kampf. Geh. Na, Okay. Wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder. Der Kleine hier hat einen Bogen. Was tun wir jetzt bloß? Ja, ist zwar ein Hamdacher, es müsste auch weiter herkommen, wenn es nicht gerade am passendsten ist, oder? Alter, die Pfeile im mich am Arsch. Ja, das kann dann anstrengend werden. Es eskaliert mal schon wieder sauber stark die ersten Minuten. Genau, hau den Tempo zusammen, ist doch völlig wurscht. Alter, den machen wir verdammt viel Schaden. Lädt mich am Arsch. Kann man den nicht blocken? Lol. Bleib hinter mir, Junge. Warum verfolgt ihr uns? Was will Odin? Keiner. Komm her, Bastard. Papa hält dir jetzt nicht mehr die Hand. Halt die Klappe! Nenn mich nicht so! Unfassbar, dass du so lange überlebt hast. Klappe halten! Lol. Beruhige dich, Junge. Ich sehe sie! Ja, das ist halt blöd, wenn du halt genau in der Richtung stehst. Also wenn ich mir jetzt so wieder reinkomme von hinten, das ist halt... Hinter dir!
Geht's dir gut, Bruder? Blende es aus. Konzentriere dich. Durch, Kleiner! Okay, der mit Shell hat deutlich weniger Life wie der andere. Lasst ihn in Ruhe! Bist du mich jetzt ganz für dich allein? Hat er jetzt sein eigener Bruder auf den Deckel gegeben, oder was? Hat sie dir das Gesicht entstellt, damit du ihr hilfst? Lass meine Mutter da raus! Spricht nicht über meine Mami. Okay, Mutterwitze sind asozial. Hör nicht auf ihn, Kleiner. Er will dich nur reizen. Wer sind die zwei überhaupt? Ah, der war nicht schlecht. Wir können es gern versuchen. Kopf, tut mir leid. War das zu viel? Da! Ihr Berg! Alter, wie habt ihr jetzt seinen Bruder schon, oder was? Der komplett bescheuert. Junge, konzentriere dich. Da willst du nicht schön vollheilen da? Ist schon cool, wenn man zu zweit gegen einen kämpft, gell? Sehr, sehr rühmlich für Götter. Halt die Klappe, du Dreckskerl! Matthäus! Okay. Der haut ernsthaft sein eigener Bruder. Alter, was ist ihm? Okay, wie weicht man dem aus? Wow! Einfach perfekt. Okay, das kann dezent schwer werden. Das könnte dezent schwer werden. Jetzt liegt das Ding in Einzelteilen ausbreit neben mir und ich finde den Fehler nicht. Wird wohl auf Mainboard oder CPU auslaufen. Ja, er ist wirklich scheiße. Wie alt ist der Laptop? 18 habe ich der. Ja, okay, ich muss nicht ganz von vorn machen, okay. Naja, immerhin. Junge, konzentriere dich.
Matthäus! Leck, ist das laut. Gammerb 98 HADEDEYEY Euda hob I beide 2er D8. Wie gleich soweit. Für eine Hure gewesen sein, es mit jemandem zu treiben. Ich bring dich um! Matthäus! Fühle dich! Die Haare Birnsütze. Oh, Osterfach. Wie hast du... Du weißt ja nicht, was... Das bist immer so cool. Das Schwein! Du! Komm zurück, du Feigling! Ich reiß dir den Kopf ab! Okay. Die Krankheit. Wieder das Fieber. Nein! Alles gut. Junge, Der Husten, das Blut. Der Junge ist krank, er braucht Freya. Nein! ruhig. Es geht schon. Sehr gut, Kleiner. Mir geht's gut, siehst du? Okay. Im Auge behalten. Kann's jetzt bitte mal etwas weniger eskalieren? So, Mr. Bellinger, merci dir für deinen Resub beim 7. Monat. Entschuldigung, du hast das selber gesehen, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Alter, hab ich bei die zwei geflucht. Ja, die waren dezent anstrengend jetzt tatsächlich. Also ich bin selber einmal gestorben. Glücklicherweise musst du die nicht ganz von vorn machen, weil sonst war es wirklich, sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich die nächsten 1,5 Stunden mit denen verbracht. Sag ich auch ganz ehrlich dazu. Natürlich weiterhin willkommen in der Barzig und viel Spaß mit den Mods. Danke dir, Name. Ja, und ich weiß, dass die nicht lustig sind. Die waren tatsächlich nicht ohne jetzt, die zwei. Was Leiblegierung, legendär. Vom Blitz durchzogenes Metall, verwandt von Thors Familie, dient zur Verbesserung von Knöpfen mit Schockschadenseffekten. Gefunden in in Schatzkarten verstecken. Aha. Ja, gut. Okay, wir haben einen Stor gefunden, der blitzt. Super, sehr gut. Frostflamme, da können wir unsere Axt verbessern. Das ist sauerhaft so. Ja, er hat. Was? Ja, er hat ihn vor einem halben Jahr circa gekauft, aber mein Bruder hat ihn gewiss auch schon 5, 6 Jahre gehabt. Da ist er 2014 gekauft. Ja, 8 Jahre für einen Laptop ist eigentlich eh schon gut heutzutage. Also, wenn der jetzt zeitlich ist, segnet, also meiner damals, mein erster Laptop damals, ja, das ist aber auch schon. Wann habe ich meinen ersten Laptop gekauft? 2011. Das war, glaube ich, eins der ersten Dinge, die ich damals von meinem ersten Lehrgehalt gekauft habe. Der war noch 5 Jahre fertig. Da hat sie einen Platine geschossen gehabt. Und mein Predator, den was ich mir dann danach 2003. Nein, wann habe ich mir den gekauft? 2015. Der lebt heute noch. Den hat meine Schwagerin jetzt tatsächlich. Aber Laptops ist halt auch bei so eine Sache. Aber gut, was möchte ich dir erzählen? Du kennst dich ja eh aus damit. Ja, was ist jetzt das? Irgendein Splitter oder was? Reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die Weltenrune nach Jötunheim meißeln und euch an euer Ziel bringen. Übrigens können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden, wie die gleich um die Ecke. Ihr könnt durch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Ah, das ganze Ding da ist... Ach so, aha, ja, das macht Sinn. Das ganze Drum, was der durch seine Fotzen durchgebracht hat, wie er das angestellt hat, weiß ich nicht. Da haben wir ja, das ist im Endeffekt der komplette Meißel und wir haben einfach nur einen Spreißel davor ausgeschlagen. Ja, okay. Ja, und du bleibst hoffentlich liegen, du Arschkei, wie du grintigst.
Ich hab denselben neben mir stehen, langsam wieder halt echt schwach auf der Brust. Ja, gut, aber nach, wie gesagt, nach 8 Jahren haben halt die Laptops meistens eh brandfertig. Meistens. Ah, da gibt's noch eine zweite Stelle dann scheinbar. Es bräselt wie ein Butterkeks. Ja, sehr gut. Billiger, wie geht's dir denn überhaupt? Hast Ist es fit bei dir? getötet. Das hat er. Er war ein Gott, aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Ase vielleicht. Aber ja, Und sein Vater ist Thor. nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Seit wann kann man einen Gott töten? Seit wir der Kratos sind, Mr. Atreus. Das wirst du aber noch erfahren. Denke ich mal. So, da haben wir jetzt 3 Runen, die müssen wir wahrscheinlich aktivieren, damit die Tür da aufgeht. So. Die eigentliche Frage ist jetzt aber, weil da ist nämlich nur eine Schatztruhe und da oben ist so ein Herz, das was wir brauchen, damit wir da reinkommen. Jetzt ist die Frage, müssen wir das da abspringen, damit wir das eventuell dran kann? Oder... Aha, da schau her. Da oben ist auf alle Fälle schon was. Siegel 1 und 3, schau mal hin. Immerhin. Dann ist jetzt eigentlich nur die Frage, wo haben die anderen 2? Sieh mal da oben. Wo oben? Da oben? Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass wir da wahrscheinlich rauf müssen. Das war der Gaming-Laptop damals schon 8 GB RAM und 860er GTX Cracker gehabt. Da heute aber nur leicht 5 mm. Ja, natürlich. Also für so ganz normale Sachen hat der auch Weihnachten gelangen. Aber wenn du halt ein bisschen was machen möchtest damit, ist er halt dann schon langsam an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Ja, wir graben jetzt da einfach einmal auf und dann wird man schon sehen, ob da irgendwas oben ist, das was uns vielleicht weiterhilft. Schauen wir mal. Mehr wie umsonst dafür graben können wir ja nicht. Alter, ich hab gerade einen Teller fürs neue... Einen Teller. Ich hab gerade einen Teller gesehen. Ich hab gerade einen Trailer fürs neue Assassin's Creed gesehen und es kann tatsächlich wieder sein wie die ersten paar. Der Trailer wirkt sehr, sehr stark danach. Und sollte das so sein, man muss die ersten Gameplay-Videos dann tatsächlich abwarten, was da dann dahinter hat. Aber wenn sie so wären, dass sie sich mehr an die originalen Teile orientieren, Brudi, dann bin ich sowas von drin in der Materie. Das sag ich da, wie es ist. So, jetzt schießen wir da unten, dann geht wahrscheinlich die Truhe auf. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Was wir raten, jetzt können wir aber da nicht mehr runter, oder was? Ja, muss ich da mal runterkommen. Geht ja gar nicht anders. Jetzt kann man da mal schauen, weil da müssen ja noch irgendwo die anderen 3 Runen sein. Rein theoretisch zumindest. Ja? Es kommt aber auch sein, dass die da erinnern erst irgendwo haben. Da ist auf alle Fälle mal ein Eimer, den wir mal runterschubsen können. Da unten haben wieder die Zwergerl, okay. Okay, da können wir auf alle Fälle um. Der wollte ausbrechen, hat es aber nicht geschafft, ist dann am Gitter eingefroren. Bitte eine Geschichte für ihn, hilft aber nicht. So, wo haben die jetzt... Ah, da hinten, 6 ist tot. Oh, die ist gut versteckt. Freunde, die ist sehr sauer versteckt. So, dann war es nur noch 1. So, wenn das schon so gründlich versteckt ist, wo wird denn dann das anders sein? Aber das finden wir auch noch außer. Das lassen wir uns nicht entgehen. Irgendwo versteckt sich der schon. Und wenn wir noch ein paar mehr aufsteigen müssen, irgendwo wird schon eine Lösung sein. Bin ich deiner Meinung, aber schau mal, ob es wirklich so gut wird, wie es im Trailer ausschaut. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist halt jetzt einmal der Trailer, ja. Der Trailer verspricht ja meistens Gutes. Wenn man dann tatsächlich die ersten Gameplay-Sachen sagt, dann wird man dann meistens hinterher eines Besseren belehrt. Ja, aber ich bin jetzt einmal positiv. Ja, allein das omanische Setting, oder ich weiß nicht wo, ich hab's nicht genau deuten können, wo die spielt. Also es wirkt so ein bisschen wie Aladdin und die Wunderlampe oder irgendwie so. Sagt jetzt ja auch nichts falsch, ich kenne den Spruch. Da die an und für sich ja begrüßen. Auch, dass du nicht die ganzen Hightech-Gadgets hast, da wo du gefühlt schon einen 3. Weltkrieg anfangen kannst damit. Also, allein ein Setting, das würde mir schon zusagen. Ja? Jetzt muss halt da wirklich eher so sein wie die Originaler, dass du jetzt nicht eine Welt hast, dass du sagst, gibt's das.
Ja, es soll halt, wenn möglich, nicht wieder irgendein so Open-World-Titel sein, sondern einfach mal wieder standortbezogen, einfach 2, 3 verschiedene Städte und gut. Es dauert einfach gelangen. Das hat damals funktioniert und warum sollte es auch nicht heute funktionieren? Ja? Das ist halt meine Einstellung dazu. Ich finde, man muss nicht immer jedes Spiel zu einem Open-World-Titel machen. Bei manchen Spielen macht das Sinn, aber bei Assassin's Creed, finde ich, hätte es nicht braucht. Ja? Ich kann es natürlich schon irgendwo verstehen, dass man sich mal in neue Gewässer begeben will. Und das ist ja wahrscheinlich gut angekommen, weil sonst hätten sie es nicht weiter da. Es ist halt mein eigener Geschmack. Ja? Ich finde halt, die klassischen Teile haben für mich halt einfach, ja, ein bisschen besser gewesen. So. Ein Splitter eines Hel-Gletschers. Mit ihm kann der Talisman der unendlichen Stürme verbessert werden. Aha. In Bagdad im 9. Jahrhundert soll es spielen. Im 9. Jahrhundert? Das war ja quasi noch vor dem Altair. Weil der Altair, das vom Altair spielt im 11. Jahrhundert. Oder im 11. Jahrhundert, meine ich, war das Kreuzzüge. Ja, schauen wir mal. Muss man warten bis auf die E3, die ist jetzt im November dann. Da werden dann wahrscheinlich die ersten Gameplay-Demos rauskommen und dann kann man sich tatsächlich ein bisschen Eindruck machen von solchen Spielen. Aber der Cinematic-Trailer ist bisher positiv, ja, der Trailer. Abwarten. Ja, nicht zu überhypen lassen, da kann sich noch ganz viel ändern, ganz viel ins Positive, aber auch ganz viel ins Negative. Hey, Sin, Müssen wir abwarten. Moment, hier waren wir schon mal. Aber wie geht's zurück? So, du tust uns jetzt auf alle Fälle erst einmal unser Von den Axt verbessern. Springern. Widerlich. Boah, der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Armer Fafnir. Zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. Leviathan als Verbesserung haben wir ja vor. So, verbessern. Mehr Wumms, mehr gut. So, und wir können irgendeinen Eistalisman, meine ich, verbessern, hat's geheißen, oder? Brauchen wir einen Wettenstab? Ja, mir hätte man irgendwas verbessern können, ich weiß aber nicht mehr was. Keine Ahnung. Ressourcen? Ach, man kann jetzt dann sogar Frostflammen kaufen, wenn man dafür... Ach, du schau her. Ja gut, okay, Auferstehung steht. Ja doch, einen Sichern kaufen wir schon wieder. Können wir nicht. Blöd. Ach, weil noch aktiv. Ja, okay, gut. Oder was, irgendein Zauber, den wir hätten verbessern können. Irgendwas hätten wir verbessern können. Ich weiß aber nicht mehr was. Ist eh wurscht. Bis zum nächsten Mal. WB sei. Das ist wie auf TikTok, man muss jeden Trend nachhecheln, sonst ist nichts. Und nach 1, 2 ist halt das nordische Setting wieder ausgelutscht. Ja gut, ich bin mir eigentlich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, bei Assassin's Creed war eigentlich Setting immer anders. Es ist ja auch angekündigt, dass eins im japanischen Setting spielt, das kommt aber erst 2024 oder was. Aber da weiß man noch nicht, ob das nicht irgendein so ein Mobile-Game scheiße wird oder ob das ein offizieller Titel wird. Das haben sie ja gestern auch angekündigt. Gestern haben mehrere Sachen angekündigt worden für Assassin's Creed. Es kommt unter anderem halt ein Mobile-Game, es kommt eben Mirage, dann 2024 kommt das neu das heißt aktuell Project Red. Das spielt dann im japanischen Setting, was sich viele, viele Fans seit Jahren wünschen. Finde ich gut, dass Ubisoft da ein bisschen auf die Fans hört. Und 2024 aufwärts kommt nochmal eins, das heißt aktuell Projekt Hexe. Das soll ja Multiplayer werden. Aber da muss man tatsächlich abwarten. Also jetzt interessant ist erstmal nur Mirage und das mit dem japanischen Setting kann man sich immer im Hintergrund halten. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Mir geht's gut. Ich bin zur Sorge. Wenn das so ist. Passt schon, Wert. Danke für deinen Lurk. Ja. Oh. Und nochmal mal. Oh, da war ein wenig daneben. Wie jetzt? Ja. Den Moger. Da ist es doch. Hey, hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant.
Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Aha, da ist eine Truhe wieder mit Baumharz. Okay. Assassin's Creed in Japan kann fast ein wenig sein wie Ghost of Tsushima, oder? Das kommt drauf an, wie sie es umsetzen. Ja, das kommt drauf an. Wenn sie jetzt sagen, hey, wir machen da irgendwie so Ninja-Technik-mäßig draus, weil das da ja eigentlich für Assassin's Creed an und für sich ja passen. Wenn es jetzt nicht ein Samurai ist, muss man abwarten. Aber grundsätzlich Setting im mittelalterlichen Japan ist eine ganz gute Idee. Ist eine ganz gute Idee. Also da schaue ich mir auch dann, wenn es einmal soweit ist, einen Trailer sehr genau an. Aber wie gesagt, das ist halt erst 2024. Also übernächstes Jahr. Mir wundert es dass schon so viel im Voraus angekündigt haben. Abgesehen davon. Weil was das angeht, halten sie sich eigentlich meistens sehr bedeckt. Odyssey, Origins und Valhalla spielen auch weit vom Alter her. Von Origins weiß ich, das war ja der erste, das war ja quasi die Gründung der Bruderschaft sozusagen, also wo ich mal so im Vorbeigehen mitgekriegt habe. Belehrt mir bitte eines Besseren, weil diese 3 Teile habe ich alle nicht gespielt. Aber 9. Jahr, gut, natürlich bei Valhalla ist klar, weil durch die nordische Mythologie halt, ist ja halt weit vor der Zeit eigentlich, so gesehen. Aber ja, wie gesagt, einfach, es dauert einfach langer back to the roots. Wieder an der Hand des Riesen. Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. Okay, Rätselzeit, Freunde der Sonne. Jetzt pass auf, was macht jetzt da was? Da können wir auf alle Fälle, müssen wir mal schauen. Schwimmen kann er nicht bekanntermaßen, der Kratos. Komischerweise. Okay, da ist auf alle Fälle ein Ketten und da können wir auf, oder? Sage ich das richtig? Ah, sage ich falsch. Okay, können wir da auf? Da ist ein Durchlass. Das schaffe ich. Ah, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So, dann muss uns jetzt der Atreus wahrscheinlich Das ist irgendwann der Weg einmal... zum Ausgang, auf der anderen Seite. Ah, ich verstehe die Frage schon. Freunde der Sonne. 1 Bazi nicht auf den Kopf fallen. Meistens zumindest. So, jetzt passt so. Jetzt müssen wir die da... Jetzt müssen wir da die Kurbel kurbeln. Oh, das müssen wir vorher noch kaputt machen. Entschuldigung. So. So, jetzt kann nämlich er da mit jumpstern. Mirage ist ja quasi die Vorgeschichte von Basim aus Valhalla. Da kann er gar nichts sagen dazu. Das, keine Ahnung. Wer ist, weiß ich nicht. Tatsächlich. Atreus, kannst du da die Ketten eventuell kriminell oberwerfen? Hallo? Wie schaut's da aus? Junge! Boy! What do you mean? Hallo? Kette wo? Wie ist denn der überhaupt? Ach, der steht im Aufzug drin. Ja gut, okay. Kattel, hab ich dir. Servus, grüß dich. Das schaut aber nicht... Oh, scheiße, ich hab die Kategorie noch gar nicht geändert. Gut, dass du das sagst. Gut, dass du das sagst. Wir haben natürlich nicht mehr in der Just-Chatting-Kategorie. Das ist ja sowieso klar. Mods, warum weist mir da keiner drauf hin? Ich verstehe die Frage nicht. Danke dir, Kattel. So, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Kurbel kurbeln, oder? Hier oben ist eine Kette. Ja, die kannst du mal oberwerfen. Wenn du es noch hinbringst. Ja, okay. Ach, ja, ja gut, man hätte mir auch halt da oberwerfen können, gell? So war es jetzt auch nicht gewesen. So, dann machen wir uns da mal einen Shortcut. Ich war gerade am Heißen. Okay, Entschuldigung angenommen. So, jetzt haben wir da mal einen Shortcut, das passt schon mal. Ja gut.
Sonst gibt's da, meine ich, eh nichts. Zumindest habe ich jetzt nichts. Ah, da oben hätten wir vielleicht noch mehr. Moment! Da müssen wir luren, das hilft einem alles nichts. Da müssen wir luren, das möchte ich genau sehen. Wir kommen nämlich da hinten nur eine. Das heißt aber jetzt zeigt. Ach, da schon ja, da, die haben wir ja tatsächlich gesehen, da die Truhe. So, aufgemerkt. Jetzt muss ich da nochmal schnell oben. Weil da hinten ist nämlich in den Berg eingegangen. Da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht nachgeschaut. Kattel, ist alles fit bei dir? Ja, okay, gut. Es hätte ja sagen können, dass da was gegeben hätte. Auch halt nicht. Alles gut, sehr schön, das hört man gern. Bei mir passt es soweit aus. Heute haben wir endlich mal wieder eine dicke Streaming-Session. Ja, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Heute haben wir tatsächlich ein bisschen mehr, also, was heißt mehr Programm? Heute spielen wir nicht nur God of War, sagen wir es so. Also jetzt werden wir so ungefähr bis um eine 2, 4 über 2 werden wir God of War spielen. Dann schauen wir uns Mortal Shell einmal miteinander an. Das ist ein Souls-like-Spiel. Kennt der eine oder andere vielleicht. Der eine oder andere mag vielleicht auch, dass ich mal wieder Souls-like-Spiele spiele. Und was wir dann noch tun, das sehen wir dann. Ne? Also Sonntags-Content ist auf alle Fälle da. So. Direkt nebeneinander. Nördliches Dock. Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. Erst einmal Einrichtung kaputt machen. Ja, okay. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast. Danke. Ja, ein bisschen gewachsen ist er schon, der Atreus. So ist es jetzt nicht. Er ist schon ein bisschen herangereift. Ist zwar noch nicht das Optimum, aber besser als nix. So, und jetzt können wir dann logischerweise auch da rein. Da drüben ist etwas. Wo drüben? Wo? Mr. Atreus, wo haben Sie was gesehen? Sagen Sie es gleich, dann haben wir auf der sicheren Seite. Wahrscheinlich hat er den despawned. Abgesehen davon. So, wieder da. Doofer Abwasch. Mr. Optio, ein herzliches Wiederwillkommen. Okay, das war nicht gut genug. Und wir sogar 3 Stände brauchen. Kammern 1 von 7 geöffnet, verborgene Kammern. Aha. Hier ist noch eins. Ah, den hier kennst du, oder? Tamur, der Steinmetz der Riesen. Baut er eine Mauer rund um Jötunheim? Es sollte sein Meisterwerk werden. Er wollte sein Volk beschützen. Der erste Teil ist leider verbrannt. Wäre bloß das letzte Bild verbrannt worden. Eine sinnlose Schande. Ah, ja, gut, dass wir mal drüber geredet haben. So, wir haben jetzt in irgendeiner Kammer, da müssen wir aber offensichtlich nicht hin. Aber können wir uns ja mal anschauen. Scheint ein Dungeon zu sein. Dieser Ort fühlt sich an wie ein Gefängnis. Das würde das große magische Schloss draußen erklären. Es ist mehr als das. Ich habe so ein Gefühl, als würde hier unten etwas auf uns warten. Machst gern unheilvolle Bemerkungen. Was? Wer weiß. Was wartet auf uns?
Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit gekommen, oder? Ja, Vater. Ich glaube, ich weiß wieder, was da kommt. Und wenn das ist, was ich meine, was jetzt kommt, dann haben wir für das Ding noch nicht bereit. Definitiv nicht, weil das wäre tatsächlich eigentlich Endgame-Content. Ich bin mir jetzt nicht 100%... Ja, doch, es ist das. Es ist das tatsächlich. Ich hab schon gesehen. Ja, da wird man wahrscheinlich zum Stand der jetzigen... Zum Stand des jetzigen Spielfortschritts noch nichts holen können. Warum? Das Ding dahinter, was ihr da seht, das war ausschaut wie so ein bisschen ein, ja, wie sage ich denn? Was ausschaut wie so ein Keil. Das ist tatsächlich nicht einfach nur ein Keil, sondern das ist eine Valkyrie. Ja? Von denen gibt es, glaube ich, in dem Spiel 7 Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 5, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und diese Gegner, das sind richtige Bossgegner, die sind aber eigentlich im Endgame gedacht. Ja? Das kann man im Endgame machen. Da haben wir jetzt noch viel zu schwach. Also ich glaube, dass uns die One- oder Two-Shottet, je nachdem, habe ich jetzt durch Zufall entdeckt, dass da die Kamera ist. Ja? Probier's mal, ich mag sehen, wie arg das kann. Ja, das ist aber jetzt auch keine Kunst. Ich kann schon eingehen, aber wie gesagt, GD wird mir jetzt. Wir haben eine Tanky nur. Ja, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich mich vielleicht extrem Dodge stehe, aber die ist einfach zu stark. Ja, das ist wie gesagt eigentlich im Endgame. Wir können es uns gerne anschauen, so ist es nicht. Für alle, die das vielleicht nicht wissen, können wir es uns ja mal anschauen. Wie schauen denn deine Werte aus? Bescheiden. Glaube ich, wenn das warte, Moment einmal. Rüstung. Ja, 186 Leben, das wird nicht funktionieren. Das sage ich dir, wie es ist. Eine Walküre. Gefangen. Sie hat es wirklich getan. Eine Walküre? Ich dachte, das sind nur Geister. Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Eine Valkyrie besiegen. Mhm. Das wird jetzt, wie gesagt, ich zeige es jetzt einfach, aber ihr werdet relativ schnell feststellen, dass das Viech der Inbegriff von unflauschig ist. Ja? Und davon gibt es, glaube ich, wie gesagt, 6 oder 7 Stück. Ja, okay, du bist ungefähr so weit wie ich bei den ersten 10 bis 20 Versuchen, also mit Glück kriegst du das auf halbes Leben runter. Das kannst du vergessen, das wird nicht funktionieren. Wie gesagt, diese Valkyren, die sind dazu gedacht, dass du die im Endgame, dass du nach der Story noch was zum Tor hast, die haben auch wirklich richtig, richtig stark. Also, das gleicht eigentlich am Soul Space. Solange ich jetzt nicht angreife, tut sie... Okay, sie tut doch was. Das war ein Schlag von ihr. Sehr langsam. Ja. Das ist nicht mal ein Dodge des Obergrauens, was die da gerade gemacht hat. Leck mich am Säbel hin.
was schaut's denn aus, Charlie Brown? Ja, okay, jetzt ist es gut. Ja, schlecht geschlagen habe ich mich nicht. Schlecht geschlagen habe ich mich meine gegen die nicht. Mal, dass wir es auf 3/4 runtergehauen haben. Aber ich sag dir selber, wenn die 2-3 Mal erwischt ist, halt. Da kann ich noch nichts tun. Wie gesagt, dazu bin ich nicht stark genug. Ja, obwohl, wie gesagt, ich bin nicht schlecht gesteckt, glaube ich. Ja? Aber wie gesagt, das ist Endgame-Content, da haben wir eigentlich so gesehen jetzt noch nichts zu suchen. Vielleicht schauen wir uns das einmal so an, wenn wir ein bisschen stärker sind. Müssen wir mal schauen. Aber zumindest habt ihr es einmal gesehen. So, jetzt hat er sich drum fertig diagnostiziert wieder, hat sich gefreut. Was meint er denn? Nice try. Glaub, wird die so lange versuchen, bis ich's ja. Ja, an und für sich, wenn ich es jetzt für mich allein spielen darf, jetzt gerade, also für mich privat, dann darf ich es wahrscheinlich jetzt auch noch 3-4 Mal probieren. So ist es jetzt nicht. Wir haben eigentlich recht weit gekommen, so gesagt. Mir hat es eh gewundert, dass wir es überhaupt so weit oben gelassen haben. Ich hab auch persönlich die Valkyrien ein bisschen schwerer an und für sich von den Angriffsmuster in Erinnerung. Vielleicht täusche ich mich auch da gerade, aber das hat keinen Doubt nicht jetzt. Also das ist einfach noch zu früh. Da haben wir einfach noch nichts verloren. What's up, Kabinere? Ja, mal Lurk und so. Dann wünsche ich dir viel Spaß und einen schönen Sonntag dir. Ich hoffe, dass alles gut ist bei dir. Der Papst, der Laptop. Ja, schau, aber was hast du jetzt diagnostiziert? Das ist ja die Frage. Weißt du? Was haben wir schon ein Ergebnis? Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Kann man Mapper mehr aufrufen? Was ist jetzt das da? Die Reise. Aha. Aber wo müssen wir da hin? Da gibt es da gab es eine Nebenquest. Ja, wir müssen mit dem Boot da rausfinden, scheinbar. Okay, machen wir das einmal. Was jetzt? Mainboard oder CPU, okay. Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jötunheim lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von hier. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verloren hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jötunheim. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Den Assassin's Creed auf Level 10, Level 22 Gegner umhaut und erst mal 30 Mal. Du hattest doch eine Geschichte begonnen. Ja, du wolltest halt einen Tryhard rumkatteln. Muss ich mal so sagen. Schließlich beschloss Odins genialster Berater einen Auftrag. Das ist dieser Gute, was Daten sind selbst. Ja, das ist ja das Wichtigste, dass Daten noch brauchbar sind. Aber das war, ich sag noch 8 Jahre, der war einmal kaputt gehen. Schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ehelichen. Eine gewisse Wahnengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Wahnenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Zu Türs Gruft gehen, ja, das ist da hinten offensichtlich. Okay. Na, das stimmt definitiv. Das stimmt definitiv, Angel. Ich sehe keinen Turm. Vielleicht nur Einbildung. Ja gut, das schauen wir uns jetzt aber schon an. Etwas im Wasser. Da war gerade irgendwas. Der Jötunheim-Turm stehen. Fühlt sich seltsam an. Steht da oben nicht. Bloß war geheime Magie daran beteiligt. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn du dafür empfänglich wärst. Wir können mit dem Boot hier anlegen.
Was genau ist denn das da eigentlich? Ach, da gang's dahinter. Ja, okay, gut. Das Spiel an und für sich ist ja auch recht groß. So ist es jetzt nicht. Oh, da, Mr. Schlangenman, der lurt. Was hat denn der überhaupt für ein Loch im Kopf? Achso, das ist Nasenloch, okay, ja gut. Das ist offensichtlich, dass man 2 Löcher im Kopf hat, ne? Also meistens. Aber die erste Valkyrie habe ich, glaube ich, auf Level 7 oder so gemacht, da war es dann recht okay. Ich habe das damals, wie ich das erste Mal gespielt habe, habe ich die Valkyrien erst entdeckt, nachdem ich die Story durchgehabt habe. Es war damals so, da gibt es doch dann irgendein Feuergebiet. Also du kannst dann optional hinreisen, das ist eigentlich nur, du rennst eigentlich nur geradeaus, also einen Berg auf und da war dann irgendeine so eine Valkyrie dann dort. Und da habe ich dann gedacht, das ist so ein Secret-Boss, bis ich dann draufgekommen bin, hey Alter, da gibt es noch mehrere. Und das war eigentlich dann, ich habe glaube ich damals alle gemacht, Tyrs Gruft liegt hinter dem magischen Schloss. außer die Königin. Königin glaube ich habe ich nicht mehr gemacht, weil keinen Bock mehr gehabt oder irgendwie so. Ich drück aber auch jetzt mit den verkehrten Tasten. Immer, weil mit Kreis hackelt man zu so. Weißt du? Ja, wie? Nicht doch. Okay. Na gut. Wow, ich kann nicht glauben, dass wir Tyrs Gruft betreten. Vor allem Tyrs Gruft ist einfach in der Bruck. Noch so ein Ding. Ja genau, das Feuergebiet mit den ganzen Aufgaben. Ja genau. Richtig. Das ist Tyr, aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenkten. Hey, ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptychon haben? Aber die Valkyren habe auch nicht alle. Ich habe 2 gemacht, die Feuer. Sie ist Recht dir gut selbst, bis Meier. zur Hälfte und Ich zeige dir, wie man okay. das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Ich kann sagen, dass das muss. Boah, da hat's, jetzt pass auf, da hat's eine gegeben im Was, wenn du Feuergebiet ohne mich eine benutzt? und dann hat's noch Es ist nicht eine schwer. gegeben, die war richtig Cancer eigentlich. Also das heißt, die Valkyrie an und für sich war nicht so Cancer, aber um zu der hinzukommen, das war Cancer. Da war's in irgendeinem so ein Giftgebiet. Das war so ein richtiges Labyrinth mit Rennpassagen, wo halt zeitlich, wo du halt zeitlich gut rosa hast müssen. Zu der zum kommen, das war Abfuck. Das weiß ich nicht. Das hat mich, glaube ich, das hat mich einige Stunden gekostet, um da hinzukommen. Aber sonst waren eigentlich die meisten relativ einfach zugänglich. Ich kann mich halt nicht mehr so genau erinnern, wo genau welche Valkyrie war und welche wo es gemacht hat. Aber an die Gift-Valkyrie kann ich mich tatsächlich noch ziemlich gut erinnern. Atreus. Komm, du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht Ich diese kann lesen. Sprache. Schreib Das dich nicht lernst auf. du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und Halt. Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ich weiß nicht. Ja, tue ich. Riecht nach Ärger? Regen? Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Weil du ein Nutzloser bist, ganz einfach. Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater? Ja, das war jetzt wirklich selten dämlich. Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ja! Du weißt gar nichts über meine Mutter. Oh, das stimmt. Aber dich will ich kennenlernen.
gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich doch deinen Vater. Der Einzige, der gleich stirbt, bist du. Oh. Ups. Hab ihn kaputt gemacht. Wurscht, jetzt hast du ein verschärftes Problem. Das sag ich dir, weil ich wie es ist. Bleib weg! Nein! Wir sehen uns wieder! Ja, an den Vollidioten, das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass der ständig wegläuft. Atreus. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Hauptsache der Blickspiel geht. Der kriegt sein Fett noch weg, das garantiert. Also ich weiß nicht, ob der sein Fett noch wegkriegt. Ich gehe mal. In God of War ist noch keiner ungeschoren davon gekommen, ja? Da wird auch da die Forst, die Brunzen wird auch nicht davon kommen. Gib mir da Brief und Siegel drauf. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern dran, aber ich bin mir ziemlich. Das war das erste Mal, dass den als Karma vom Kratos nicht treffen darf. Das hat noch an jeden erwischt. Ja? Irgendwie hat sich gerade weiter ein wenig verändert, oder? Das schaut irgendwie aus, wie wenn es gleich. Oh ja. Mhm. Da hat irgendwer ganz gewaltiger Problem damit, was mir da tun. Und da ja das die Wolken haben, gehe ich mir davon aus, dass da der Tor im Spiel ist. Fett wegbrutzeln, mindestens. Nimm das Boot. Zu Freya ist es nicht weit. Das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass Mjölnir da ein Streikkolben ist. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, wollte der einen Mjölnir haben, den hat er aber nicht gekriegt und hat deswegen als Ersatz so einen Streikkolben gekriegt, glaube ich. Weil der andere hat ein Schwert gehabt. Weil es gibt ja eine Cut-Szene am Ende von God of War, die du ja freischalten kannst oder irgendwie triggern kannst, da wo dann halt der Tor vor seiner Bude steht, da sieht man halt, dass der den Hammer hat, tatsächlich. Sein Hackelberger kann man nicht. So ungefähr. Alter, der Atreus schaut aber in kasig aus, wenn es Bibel ist. Ich glaube, der Mann hat Corona. Nein, Schmarrn oder nicht. Natürlich, über sowas macht man keine Witze nicht. Aber gut. So. Wir müssen wahrscheinlich jetzt wieder zu der Hex oder zu der Tante da, die wo so relativ gut aussehend ist für ihr Alter. Und die werden uns da wahrscheinlich ein wenig helfen müssen. Sag ich schon, weil da wachsen Pflanzen noch, ja. Kellerbleiche, genau, das war Kellerbleiche, ganz klar. Der hat lange keine Sonne gesehen. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszuwischen. Freyas Wald ist ein blinder Fleck. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt in einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber ein Gott, der denkt, er ist unsterblich. Das muss wesentlich. Warum ist die Stimme von dem Kopf so leise, ist die Frage. Entschuldigung, ich muss jetzt einmal schnell kurz. Mit Defekte vielleicht einmal ein bisschen oberschrauben. Muss ich vielleicht auch mal ein wenig oberschrauben, damit man mal ein wenig es versteht. Schlimmer sein. Wir sind fast da. Also es kommt nicht nur mir so vor, oder? Der Kopf ist wirklich ein wenig leise, oder? Alter, der schaut aus wie gestorben. Habt ihr dem seine Augen gesehen? Ah, jetzt kann ich sehen. Ah, ist eh wurscht. Oder bumpert schon irgendetwas. Wahrscheinlich haben wir da jetzt nicht allein da. Schaut sich mit ihm seine Augen an.
Alter! Oh, irgendwer... Jemand hat gerade die Schlange gerufen. Wahrscheinlich der Odin persönlich. Ja, wie ungeduldig der so umeinander geht, der Kratos. Das Fieber wird schlimmer. Er zittert. Es ist ernst. Wir müssen uns beeilen. Ah ja, sonst darfst du keine Göttin Freya brauchen, um den wieder aufzustellen. Ja, die Freya wird noch eine gewaltige Rolle spielen. Also das kann ich gar sagen, das weiß ich auch noch. Freya! Öffne die Tür! Du musst uns helfen! Weib, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin. Verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Ich bin daran schuld. Hilfst du mir? Ist auch das erste Mal, dass er noch Hilfe bettelt. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hel. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller 9 Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Oh, Freunde. Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Hey, beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim, bleib stark, tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Freya. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. Es hat sich in God of War auch noch nie gegeben, dass der Kratos noch Hilfe bettelt. Aber wir kriegen jetzt Epsi, das was ich sehr, sehr zauberhaft finde. Ausgerechnet Helheim. Geht's dir gut, Bruder? Ich werde tun, was nötig ist. Lass mich in Ruhe. Wie du wünschst. Oh, schaut sie mit Blüten verziert. Da, das ist einmal zauberhaft, die Zähne, ha? Was sagen wir denn da dazu? Das ist einmal flauschig, ha? So was Schönes. Das war auch irgendwie mal cool, weißt du, wenn der Kratos mit einer Blütenzähne in die Hölle fährt. Das ist ja die einzige. Das war so ein Hippie-Busse entstanden. Ah, jetzt, ich freue mich auf das, ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, dass wir das so bald kriegen.
Da ist der Hirsch vom Anfang. Oh, sieh an. Athena. Athene. Raus aus meinem Kopf. Ich finde es gut, dass die teilweise halt so Sachen aus seiner Vergangenheit aufgreifen. Gerade die Szene mit der Athene jetzt. Fertig mit Duschen. Sehr schön, Mr. Mozart. Dann lehnen sie sich zurück und holen sie einer 8 halbe oder so, oder 17, keine Ahnung. Und machst am Mittel. Sie haben bei God of War 4 alles richtig gemacht, um zeitgemäß zu bleiben. Ja, definitiv. Ich war anfangs skeptisch von God of War 4, aber mittlerweile, muss ich wirklich sagen, habe ich mich damit angefreundet. Ja? Klar, mir war das klassische Hack and Slay immer nur lieber, brauchen wir nicht reden, weil das ist einfach, das ist einfach God of War. Das war es auch damals immer und das war damals auch das herausragende, der herausragende Aspekt von God of War, dass das so Hack and Slay war. Aber das ist halt jammern auf hohem Niveau. So an und für sich haben sie mit God of War, mit dem jetzt halt schon wirklich ganz gute Arbeit geleistet. Generell mit den God of War Spielen haben sie wirklich bisher eigentlich nicht wirklich was verkehrt gemacht. Muss man es am Ende des Tages einfach so sagen. Eine sehr gute Spielerei. Also bisher. Und ich glaube jetzt einmal, dass der 5. und voraussichtlich auch letzte Teil auch nicht schlechter sein wird. Es schaut schon gut aus. Bei uns ist es ein wenig schöner. Ich habe auf 3 Kilometer Entfernung schon gerochen. Links von dir! Vorsicht! Von hinten! Haben wir es jetzt. Jetzt duftet er wieder. Was hast du denn dein Burm angebaut? Ja, der Bur hat Fieber. Massivst. Der ist gerade nicht da. Wir holen uns jetzt was Zauberhaftes ab, Mr. Mozart. Ja, es gibt ja in Ägypten auch noch Götter, die man umbringen kann. Wer weiß, wie lange es God of War am Leben halten können, wenn sie das wollen. Ich sage einmal so. Ich sage jetzt einmal so. Ich persönlich glaube, dass jetzt, und das haben sie ja auch bereits gesagt, dass der nächste God of War Teil, der ja jetzt dann im November kommt, also Ragnarok praktisch, ist vorerst der letzte Teil. Da findet die Story seinen Abschluss, wovon ich schließe, ja, das erfahren wir ja dann im Ende, wer der Atreus eigentlich ist, worauf ich dann schließe, was mit Kratos passiert.
ja, normalerweise, ne, ist dann wirklich Ende, so auf die Art. Das Einzige, was man ich dann vorstellen kann, und da gehen ja momentan die Gerüchte um, dass zum Beispiel so Sachen wie God of War 1, 2 komplett remaked werden. Angeblich, das sind Gerüchte, dass diese Rechte aktuell, oder was heißt, die Rechte nicht, dass das Entwicklerstudio Bluepoint, ja, was auch Demon's Souls remaked hat, angeblich da aktuell dran arbeitet. Aber man weiß es nicht, ob das wirklich so ist oder wie auch immer. Aber ich persönlich glaube, dass so schnell nichts Neues mehr von God of War kommt an und für sich. Ja. Ägypten war natürlich schon noch FC, dann ist halt aber wieder die Frage, eben wie du sagst, wie lang möchtest du das auslutschen? Irgendwann ist halt mal, ne, ist halt mal Ende. So sage ich. Also lieber gut abschließen und sagen, okay, wir machen mal einen Cut, anstatt dass es dann sinnlos auslutscht. Ja, beste Beispiel Assassin's Creed. Ja, ist einfach so. Oh ja, Freunde. Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster. Bis man einfach Gänsehaut aufsteht. Also gut, lass mal sehen. Das ist für mich God of War. Wie hab ich jetzt? Ah ja. Wenn das nicht fucking Flashbacks sind. Also ich glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt in deinem eigenen Vorgang. Chaosklingen, beste Waffe EU West. So gegen wie es ist. Und das bringt einfach, das finde ich halt geil, dass sie ihm die Waffen noch zurückgegeben haben. Weil das bringt so tatsächlich wieder das Hack and Slay so ein bisschen zurück, was man von früher halt einfach gewohnt war. Und ganz ehrlich, Chaosklingen haben halt einfach, das gibt halt einfach nicht. Du kannst an Kratos alles in die Hände drücken, aber die Chaosklingen, das ist halt einfach die Waffe für den Kratos, ja. Da kannst du sagen, was du willst.
müssen wir jetzt, wohin? Roxlan. Ach ja, ja stimmt, wir sollten jetzt am besten da hergehen, gell? Sollen wir ja noch Helheim uns kosten. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Sei versichert, im Wahren von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Naja, du weißt ja, wo du mich findest. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Deutlicher geht's doch nicht. Sollte man vielleicht auch noch mal dazu erklären für die Leute, die da vielleicht jetzt noch nicht so den Durchblick haben in God of War oder halt God of War generell nie wirklich viel gespielt haben. Die Athene, die was ihr da gerade gesehen habt, also die Frau, die wo in der Tür gestanden ist, die wo ihr am vorgeglaubt hat, ja, du wirst immer ein Monster sein und so weiter und so fort. Die ist im Endeffekt, ja, wie soll ich sagen, die hat an Kratos ziemlich an der Nase rumgeführt, ja. Die hat immer erst so da, von wegen sie hilft ihm und so und schaut, dass alles gut läuft für ihn. Die hat ihn auch zugegebenermaßen ein paar Mal aus der Hölle geholt, sozusagen. Mehr oder weniger, ja, weil wie er vorher gesagt hat, er hat Erfahrung mit der Unterwelt, aber halt nicht mit der da drin. Da ist eigentlich das Reich von Hades gemeint gewesen, weil der Kratos ist, glaube ich, in jedem Teil mindestens einmal im Reich vom Hades gewesen und ist jetzt mal wieder entkommen. Da hat sie auch nicht ganz Unschuld gehabt, also die Athene. Aber am Ende des Tages hat sich halt herausgestellt, dass alles, was der Kratos gemacht hat, nur für ihre Zwecke war. Und sie ist jetzt durch das, dass der Kratos am Ende des Tages im 3. Teil ja einen Zeus tötet, also den Göttervater in Griechenland und damit die absolute Apokalypse über Griechenland hereinbricht, ist sie im Endeffekt zu einem noch höheren Wesen geworden als ein Gott. Ich weiß nicht, wo sie her ist. Also Gott sei Dank ist der zweifache Super muss man ja Saiyan, die zweite Stufe, die ihr eben schon mal gesehen habt. Love that Akzent. Aber merci dir für deinen Resub im 2. Monat. Love that Akzent. Das freut mich außerordentlich zum Herrn, dass dir der bayerische Dialekt gefällt. Danke dir für deinen Resub. Weiterhin willkommen in der Basis. Viel Spaß mit dem. Alles fit bei dir. Habe ich dir, alter geile Sau. Wünsche dir viel Spaß. Weiter so. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Also, um das Name auszuführen. Athene ist jetzt durch die Aktionen von Kratos, bla bla bla, Zeus ist hier, die komplette griechische Mythologie ist im Endeffekt in der Apokalypse verschwunden. Durch das ist Athene im Endeffekt ein noch höheres Wesen geworden. Wo sie genau ist, weiß ich nicht. Erfahren wir vielleicht auch im nächsten Teil noch. Ja, sozusagen. Deswegen hat der Kratos also ein bisschen was dagegen, wenn die da auftaucht. Ja. Schauen wir mal. Wird sie vielleicht nur außerstellen. Was? Hey, du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya. Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Sag, wo ist denn der Kleine? Nicht anwesend. Schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist Stimmt, die hat man da eigentlich abbissen auf dem können. Weg? Ins Reich der Toten. Helheim. Verdammt, so ernst ist es. Ich werde dich... Warte mal, kann man doch da jetzt bestimmt Fähigkeiten kaufen, oder? Hab leider privat viel um die Ohren, aber wenn ich Zeit hab, schaue ich einer und bleib. Siehst gut aus, Bro. Dass einmal dein Privatleben vorgeht, ist aber hoffentlich sowieso klar, ja? Und danke fürs Kompliment. Also da brauchst du ja mal überhaupt nicht, Alter, dass ich da mit irgendjemandem dass ich da mit dem Finger auf irgendwem zeige, wenn er im Privatleben ich soll jetzt enker Privatleben mehr genießen. Das hilft enker nichts, wenn sie mir als Idioten im Internet da zuschaut. Ja? Ich soll jetzt auf enker Privatleben schauen und nicht auf mich. Ja? Das ist einmal das Allerwichtigste. Also wenn sie irgendwer rechtfertigen muss, da er nicht da ist, dann, also da hat der Spaß ein Loch. Ja? Das wissen wir hoffentlich. So, was haben wir jetzt da? Auf alle, also ich sag's euch jetzt auch freiwillig, wie es ist, wir werden mal überwiegend mit den Chaosklingen kämpfen. Warum habe ich schon erläutert? So. Wir dürfen ihm da mal eine verbessern. Und zwar alles, was irgendwie möglich ist.
So, was haben wir da? Das haben wir schon freigeschaltet, okay. Gut. Im Auge behalten. Was ist das? Ja, manchmal frage ich mich auch, was Privatleben eigentlich ist. Das stimmt tatsächlich. Ich muss aber jetzt sagen, ich bin jetzt eigentlich, ich hab's gestern gesagt, ich bin jetzt tatsächlich wirklich froh, so gerne wirklich Tennis spiele und auch wieder weiterhin Tennis spielen werde. Ich bin jetzt froh, dass die Saison um ist. Okay? Ich bin jetzt einfach froh, wenn ich mich dann einfach mal nachmittags an einem Sonntag einfach zum Beispiel da her sitzen kann und einfach entweder irgendjemand beim Streamer zuschauen kann oder selber streamen kann. Auf das freue ich mich jetzt einfach schon wirklich extrem stark. Mehr eine verbessern ins Gerät ist mehr gut. Mr. Mod sagt, sie haben es absolut verstanden. Jetzt, da Freya dir die Weltenrune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Tisch wählbar sein. Dann wählen wir mal das auf den Tisch. Weil es ja auf dem Tisch wählbar sein soll. Hab ich gehört. Ja, aber ich hoffe, bei dir ist soweit auch alles fit. Ich hoffe doch. So, was ist jetzt da? Da braten noch mehr, müssen aber wirklich. So, wir haben jetzt in Vanaheim, oder wie sage ich das? Jötunheim, da sollen wir hin. Alfheim waren wir schon. Helheim ist der place to go. Ja, dann schauen wir. Alles gut, nichts Negatives. Genau das möchte ich hören. Sehr gut. Mal eine kurze Frage. Die Alerts, die wo sie zum Beispiel vom Double M gekommen haben, durch den Sub, haben die für Eng auch so extrem laut oder haben die nur auf meinen Kopfhörer so laut? Bitte mal kurzes Feedback geben, konstruktives Feedback. Ich möchte ja daran arbeiten, weil nicht das Eng da als Ohrwaschel zerreißt, wenn da irgendein Alert kommt. Weil dann muss ich das noch anpassen. Etwas laut, okay. Dann sind schon sehr laut. Okay. Gut, passt. Dann werde ich mich darum kümmern. Fürs nächste Mal sollten die dann angepasst sein. Dankeschön. Ja. Mehr laut, mehr gut. Ja, das Alerts darf man auch laut sein, aber nicht so, dass es einen Tinnitus kriegt. Ja, so soll es natürlich nicht sein. Die sind so laut wie mein Freund. Na gut, passt. Weiß ich Bescheid. Wobei, warte mal, da kann die vielleicht sogar jetzt Moment einmal. Das kann sogar jetzt bei so wacht. Ja, okay, das mache ich nach dem Stream. Das passt. Das müssen wir jetzt heute noch ertragen, wenn es wirklich ist, aber fürs nächste Mal kriegen wir das. Das kriegen wir hin. Versprochen. Wer braucht schon ein Privatleben? Ja. Ich hab die auf 5.20 angelaufen, das muss laut sein. Heute haben wir jetzt in die falsche Richtung gegangen, oder was? Nein, haben wir nicht. Okay. Ja, wie gesagt, wenn dir Fensterscheiben aus der Angelung fliegen, nur weil irgendwer sagt, das war semi-optimal. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Ja, da ist Winter. Offensichtlich. Freunde der Sonne, die Höhle des Nordens. Die Hölle des Nordens. Oder so. Erst einmal, einer kann mal Einrichtung kaputt machen. Das hat noch nie geschaut. Familienerbstück, aha. Ich habe ausschließlich Kopfhörer auf, wenn mir die Fensterscheiben rausfallen, ist es schon wurscht. Wenn der Alert so laut haben, dass der Fensterscheiben rausfliegen, trotz dass du einen Kopfhörer auf hast, ja, dann haben sie laut. Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause, die Stadt Helheim. Der Brückenwächter, der den Zugang überwacht, zu dem müssen wir. Folge einfach dieser Brücke. Sie müsste uns direkt zu ihm führen. Weißt du, ich hatte gehofft, diesen Ort nie wiederzusehen. Ja, die haben unflauschig. Stirb!
Ich glaube sogar, ich kann mich jetzt täuschen. Sicher bin ich mir jetzt nicht mehr, aber ich glaube, dass wir da sogar einen Zeus treffen. Hört sich jetzt komisch an, aber ist tatsächlich so, meine. Dass er da einen Zeus trifft. Deine Hailstorm mit dem Feuer deiner Klingen und mach uns den Weg frei. Jetzt machen wir erst einmal die Kisten auf, das ist aber das Wichtigste. Leichter Runenangriff, ein Sprintangriff, der Gegner mit einem brennenden Schild rammt und leichten Brandschaden verursacht. Mehr Azenten, auch mehr gut. Ja, weil was anderes haben wir ja jetzt eh nicht, abgesehen davon. Wissen wir halt einfach gleich mal, weil... So schon her. Ja, komm, was soll der Geiz? Ist das auch schon mehr, Max? Ist ja schon was. Einer der Gründe, weshalb wir die Klingen geholt haben. Aber der ist ein Vierer. Alles gut bei dir. Wie geht's da? Okay, die sind irgendwie ein bisschen magisch angehaucht. Die fragst. Bisschen K.O. vom Weinfest gestern. Auge zwack. Ich hab's auch Weinfest gehabt. Ja, gut. Ja, ich hoffe, das Dröhnen im Kopf, ich gehe mal davon aus, dass es das ist, was du meinst, kannst relativ schnell. Was bist denn du für ein Arschloch? Wo bist du jetzt? Ist Habitat da? Was ist denn mit euch? Ja, da stehen ein paar. Okay, die müssen wir kaputt machen. Das ist halt der Wichtigste. Ich hoffe, das Kopfweg kann ich halbwegs irgendwie mit schlechtem Gameplay kompensieren. Oh, da stimmt was nicht. Hier sollten nur die gerade Gestorbenen sein. Es sind zu viele. Das Tor muss geschlossen sein. Und wenn das Tor geschlossen ist, ist Hel überfüllt. Ohne die Walküre, die sie sortiert und auswählt, ist Hel überfordert. Ja, da haben wir schon wieder bei Walküren, ich glaube. War da eine so, hat man da eine Story bezogen bekämpfen müssen? Ich weiß halt einfach nicht mehr. Ich weiß es halt einfach nicht mehr. Ist halt ganz anders wie das Reich von Hades. Wie habe ich, Mr. Price, habe ich das richtig verstanden? Helheim, also das Reich der Toten, ist er tot? Oder aber mit der Feuer verheert? Schauen aber auch ein wenig komisch aus, da die Toten. Verschlossen. Was jetzt? Ach, das hätten wir einfach eindrehen auch können. Ja, gut, okay. Kratos findet immer einen Weg. Brock? War das der Brock? Nein, das war nicht der Brock. Jetzt gerade so komisch ausgeschaut. Ah, der ist hauptsächlich Shell Liner, ja, sehr gut. Okay, wir Schildgegner wie? Okay. Ah, wahrscheinlich indem er... Okay, ich glaube ich... Ah, okay, indem er blockt.
Geht doch. Okay. Indem man einfach blockt, kann man Schildgegner austricksen. Jetzt da oben. Schaut sich schon irgendwie so an. Aber da hinten kommt man noch nicht hin. Da ist auf alle Fälle, irgendwas liegt da auf alle Fälle. Aber ob ich, also auf dem Weg kommen wir zumindest nicht, aber irgendwie hinkommen tut man da auf jeden Fall. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Ah, wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil, der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Ja, halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann am Objekt. Ah, was? Und verbrennen. Ah, warte mal. Tatsächlich. Mei, du Arschloch, du Grintix! Du hast mir heute looten, ha? Sonst noch wer? Okay. Ist ja. Achso, das ist runtergefallen, okay. Und ist es noch auf der anderen Seite? Ja. Nächstes da. Wenn er nicht looten darf, wird er zintig. Genau so. Ich mag meinen Loot haben. Mehr Loot ist auch mehr gut. Das wissen wir hoffentlich. Oh, da kann man... Ah, das ist voll, okay. Das ploppe ich jetzt nicht, weil das füllt unser Rage-Meter auf. Lassen wir mal. Da hinten ist auch noch irgendwas, da gibt es noch einiges zum Ozenten. Oh, da ist ein Geiermann. Da ist ein Geiermann, Freunde. Ich weiß zwar nicht. Geiermann disappeared. Dass du immer 5 Points daherkommen, am Verein daherkommen müssen. Oh ja, man kann den sogar anziehen. Ja, das macht es ein wenig leichter. Dieses Valhall. Liegt es in Hel? Oh, nein, nein. Valhall ist Teil von Asgard. Nur die würdigen Toten gelangen dorthin. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden. Naja, es ist wohl nie zu spät, ja. den Kampf zu ziehen. Ja, wie, aber, hä? Für was ist denn das dann runtergebrochen, wenn ich an der E komme? Verstehe die Frage nicht. Da ist auf alle Fälle ein Geiermann gesessen. Ich mag den Geiermann kaputt pimmeln. Da, siehst du es da? Den möchte ich haben. Da. Kartoffeln. Wie, es reicht das nicht, oder was? Muss ich verarschen? Und was wieder so? Skiller. Bei mir gibt's nur Skill zum Sein, Kappa. Das P in Gamer-Basis steht für Pro-Gaming, habe ich gehört. Achso, das soll ja Shortcut sein dann quasi. Okay, ja gut. Da oben kann man auch noch... Ah, Moment, da ist noch was. Da ist noch was.
Weiß zwar nicht, was man bringt, aber anzünden ist oberei gut, habe ich gehört. Okay. Na, sagt es gut, dass wir da das aufgekommen haben, weil dann können wir uns nämlich... Ach, da ist ein Loot drin, okay, ja gut. Was ist Enker-Aufgabe eigentlich? So, ich bin einmal mit Chinamann essen und so. Mr. Mod sagt, ein fröhliches Fleischfest, oder was heißt, beim Chinamann gibt es kein Fleisch. Eine fröhliche Fressorgie wünsche ich dir. Ja, merci fürs Einschauen, schönen Sonntag dir noch. Überfrisst dich nicht stark. Ja. Ist zwar leichter gesagt wird da, aber... Du weißt, wie ich meine, ne? So, mir grabe ich mir jetzt da mal ab. Der Herr Mr. Wadenbeißer auch am Start. Einen wunderschönen Sonntag. Die Toten Midgard verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Schon, obwohl ja. es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Angel des Ziel von Zelmer. Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Alles, was verrückt ist, macht der Kratos. Merkt sich das. Orgie und Essen muss man halt. Ja, da war ja was. Da war ja was. Da war ja was. Ja, da können wir jetzt nicht hin, weil wir Atreus seine Blitzpfeile nicht haben. Meine ich. Okay. Ja, aber man schon fast denkt, dass dies nicht funktionieren wird. Ah. F. Da ist Loot. Das hilft nicht, den Loot, da lassen wir nicht anschauen. Der Loot, der gehört mir, glaube ich. Achso, ich bin von da aufgekommen. Ja gut. Da müssen wir nochmal schauen. Da müssen wir nochmal schauen, weil es nicht hilft. So. Ah, 6. Familienerbstück. Ja, immerhin. Ja, da können wir dann erst hin, wenn wir mit Atreus... Okay. Können wir erst hin, wenn wir mit Atreus da haben. Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Also Kratos, na, die mir eine Frage hättest, aber jetzt selbst du nicht stellen können. Wie kriegst du sein Herz? Ja, wie du halt alle anderen Herzen auch gekriegt hast, die was du in deinem Leben irgendwann einmal braucht hast, ja? Durch freundlich streicheln halt wahrscheinlich nicht. Außer du nimmst deine Chaosklingen, ja, dann wahrscheinlich schon. So, das da, ich weiß nicht mehr genau, was der für einen Sinn hat, das ist aber der Master Chief Obergockelsepp, habe ich mal gehört. Irgendwie im zweiten Teil kriegt man auch so einen Riesenvogel mit. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, was dem sein Sinn des Lebens ist. Ja, das erfahren wir aber noch. Den Brückenwächter besiegen. Ja. Hey du, Zipfel Adam, ich brauch dein Herz. Passt es? Kratos da die Herzensbrecher. Ja, genau. So, das Tor ist dicht. Alter, der kann sich nicht teleportieren. Was ist mit dem verkehrt? Das ist aber nicht im Vertrag gestanden. Lol.
Hast du beim Son Goku Unterricht nochmal raus? Ach, die Dinger machen... Okay. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Ja, irgendwie ist dein Move-Pattern aber auch ein wenig sehr stumpf. Meinst du nicht? Ja, kaum reiß ich Pfotzen auf, oder? Ah, jetzt können wir seine Handlung auch noch dazu. Aua. Der kriegt nur seine eigenen Knädel schaden. Was ist denn das für auf? Aua. Von links! Schau gesehen, Kopf. Aua. Der kriegt wirklich von seinen eigenen Projektionen Schaden. Boah, der war nicht schlecht. Okay, der war nicht schlecht. Genau, greif du deine eigene an, das ist eine zauberhafte Sache. Jetzt wird er langsam ein wenig lästig, eh? Oha.
Oh. Aha, jetzt bist du quasi ausgenockt, oder was? Du brauchst sein Herz, nicht seine Augen, Kratos. Jetzt das Herz, Bruder. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Hände schmutzig machen. Der Vogel da hinten schaut aber schon geil aus. So, mittlerweile darf ich Ihnen vorstellen, Professor Dr. Kratos, seines Zeichens Herzchirurg. Ah, außer mit der Schmodderbumpen. Diagnose: Hinterkammer flimmern. Alles gut, Ware. Alles gut. Danke dafür. Jetzt nicht an der richtigen Stelle. Jetzt nicht am rechten Fleck. Das ist die richtige Farbe für God of War. Rot. Einfach rot. Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts. Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Jetzt kommt der Zeus. Zeus. Zeus? Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Wie kann er hier sein? Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Ja. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Hip up. Ich find's, was ich halt auch cool finde, dass das quasi für die Athene und für den Zeus praktisch nur die gleichen Synchronsprecher engagiert haben, die wo es auch bei God of War 3 gehabt haben. Das finde ich schon ziemlich gut, eigentlich. Psst. Ah, Psst. Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt? Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Es würde mich interessieren, wie der so schnell hin und her kommt. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Aha. Winde von Hel. Winde von Hel sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Aha. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte der fließt. Jetzt kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Ich bin ja nicht blöd, oder? Ich bin da mal weg. Hier ist es kalt genug, um einem die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir waren viel zu lange fort. Ja, das fragen wir uns mir im echten Leben auch, ob es manche Menschen gibt, bei denen im Kopf irgendein Unfall passiert ist.
Ja, schön, dass God of War auch Probleme der Neuzeit mit aufgreift. Ne? Ist grundlegend ein Problem bei manchen Menschen, habe ich so das Gefühl. Fragen Sie, was? Fangen Sie die Winde voll Hähn ein und übertragen sie dann auf Energieprojekte, was? Auf Energieprojekte, ach so, ich verstehe die Frage schon. So. 1 Wind. Ah ja, okay. Hey, Vater, hast du einen 20 mm Pokémon-Heftel gekauft beim Orion? Ja, kann man machen. Also mich darf es einmal interessieren, was ich ist grindigen Vollidiot noch rausgerochen kommt, dass ich mir ständig von hinten angreifen kann. Mann, weil das sind lauter Gegner, da waren das nur unschuldige Seelen. So, achso, jetzt muss ich den wieder fangen, damit ich... Ach so. Ja, halt die Klappe. Da ist dann der Durchgang, okay. Aber da kommt man auch noch irgendwie einer. Wahrscheinlich macht es keinen Unterschied nicht, aber schauen wir uns der Vollständigkeit halber lieber mal an. Ah, warte mal. Ja, genau. Mal schauen. Gibt es da noch einen zweiten Wind? Erklär das einmal meine 2 Katzen am Schädel. Wie 2 Katzen am Schädel? Wie meinen? Ja gut, dann müssen wir mit Atreus dann später nur mal her, sag ich schon. Ach, da ist nicht da. Extra. Gut, dass wir uns einmal umgeschaut haben. Nice. Geprägtes Warten der Rücksicht. Ah ja. Okay, weiß zwar nicht, was uns das bringt, aber nehmen wir es einfach einmal mit. Tut mir leid, ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hel zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Das Tor ist geschlossen, ne? Ah, aber vielleicht ein kleiner. Ah. Berichtigung, das Tor ist open. Ich meine, der mit dem Zoo. Ach so! Ja. Okay, du hast die wieder erfolgreich geoutet, Mr. Seitching. Warte mal, kann man dann, wenn ich jetzt das Ding da nimm, dann geht ja die Tür wieder zu, muss ja mir wurscht sein. Wo eigentlich? GSC hupst. Genau so nämlich. So, gibt's dann da sonst noch irgendetwas? Da ist auch noch irgendein so ein Ding drin. Ja, okay, aber was bringt uns jetzt das da? Das ist ja komplett fürs Licht dann eigentlich, oder? Oh je, da grunzt schon wieder irgendetwas. Aha. Was ist, nervt mich einer? Immer außer.
Er hat jetzt das fucking OG Eisschwert. Die ist ungefähr 3 Kilometer Range. Mich irritieren die komischen Zombie-Dinger, oder? Ah, das prallt einfach um an ihm. Okay, ja gut, seine Rüstung war dick nur, gell? Ist er nicht? Aua, aua. Tödliche Kriegsgriffe, selten Klingenknauf, geringe Bonusaktivierungschance auf Gabe der Mal schauen, das hier Scheinstärke. Oh ja. Den nehmen wir. Fähigkeiten. Oh, da mal. Oh, leck mich am Arsch. Achso. Das ist Axt. Ja gut, wir wollten ja die Klingen weiter verbessern, haben wir gesagt, oder? Aber andererseits, was kostet das? Ja komm, die 5 haben wir. Achso. Hört das. Da brauchen wir nur ein paar mehr Sachen. Das ist Fernkampf. Wenn, war eigentlich nur das so interessant. Abgesehen davon erfordert Vitalität. Was? Erhöht den Widerstand gegen Unterbrechungen dieses Angriffs. Erhöht den Widerstand. Ja. Können wir uns sowieso. Ach so. Ey, habe ich so wenig Gesundheit oder was? Nein. Egal. Ah ja, geil. Man kann jetzt Federball spielen mit den Dinger. Sehr gut. Gut. Warte mal, ist da auch noch so ein komischer Gnädel? Ach, man muss den... Ah, okay, ich glaube, jetzt weiß ich, was die Dinger da bringen. Damit wir das transportieren. Es ist gerade zum Zwischensteppen. Es bringt uns bestimmt etwas, wenn wir den Gnädel da bis hinten bringen. 100%. Ich will nur schauen, wo da der nächste ist. Naja, es war klar, dass da wieder Gegner kommen. Also die mit den Schwertern, das sind die allergründligen. So. Ja, okay, aber wo sieht sie den Gnädel jetzt? Der ist jetzt da hinten. Und kann wo hin? Es ist ein Gans, der kann nirgendwo mehr hin. Gelungen. Na gut, scheint so zu sein, okay. Hab ich gerade noch...
Da oben kann der Gnädel rein, aber das ist ja sauber. Das schaffe ich ja nie auf 10 Sekunden. Wir müssen jetzt ja da vorher noch irgendwo zwischensetzen können. Gut, wir können es probieren, vielleicht klappt es ja. Also vorstellen kann man es nicht, dass man das auf 10 Sekunden schafft. Also, da muss schon laufen wie am Schnirl. Nein, das kannst du nicht schaffen, das ist unmöglich. Das kannst du nicht schaffen. Wart am Handy, Formel 1 am TV, sei im Bett und in der Hand ein Multitasking nenne ich sowas, Mr. Seitsching. Ich nenne sowas einfach straight Multitasking. Ja, okay, dass das auf 10 Sekunden nicht geht, ist klar. Das müsste jetzt eigentlich da irgendwo noch einsetzen können. Vorher. Aber ist halt offensichtlich nicht. Na gut. Egal. Wird schon nicht so wichtig sein. Außer es gibt auf der anderen Seite noch so ein Gnädel. Das kann natürlich auch möglich sein. Ja, da kämen jetzt wieder irgendwelche so Eisanschläge aus dem Bodenbruch. Gut. Aber der Geier ist jetzt auch weg, gell? Den sollten wir jetzt da nicht mehr. Du hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Klar, bin schon unterwegs. Adrios helfen. Ja, gut, können wir neben Stich lassen, den Baum. Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. So, Midgard it is. Achso, okay, man sollte einfach Dreieck. Das war da eine Möglichkeit. Vater, Zeus? Endlich verstehe ich. Verflucht dich, Baumler an der Hüfte vom Geist Spartas. Nenn mich nicht so. So, Jogginghosen und Socken-Check. Sehr gut, Mr. Price. Aber hat er es das Pantheon verdient. Aber ich muss... Hast schon was erreicht, weiß, heute? Du hast Götter, aber du kannst ihnen nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann. Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt nicht. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Na schön. Es ist, glaube ich, auch so eine ziemliche Zwickmühle, weil er eigentlich... Ja, gut, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, weil sonst spoilert die fast ein bisschen. Egal, reden wir drüber, wenn wir mit dem Spiel fertig haben. Hey, erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hel dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Wie jetzt? Was? Moment einfach so. Aber es wird schon klappen. Jetzt geh einfach. Hexenhöhle, Obergeschoss. Nimm mal.
Also ihr wisst offensichtlich, wie man mit Stil reist. Ich finde den Kopf halt einfach so cool gemacht. Wie er da einfach hinten dran hängt und lauter so druckende Sprüche bringt. So, durchs Licht. Wir gehen durchs Licht. Zauberhaft. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Naja, so weit weg haben wir jetzt auch nicht. Also bitte, die 10 Meter können wir an denen noch rennen. Das Herz. Du hast es. Ja. Das ist halt einfach angelangt. Die hat er völlig wurscht. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung... Muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Freya, das vergesse ich dir nicht. So da ist bitte gerade ist jetzt in Luft aufgelöst. Danke. Gut. Haben wir einiges gesehen, gelernt, wie auch immer. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Da. Das war der erste Teil von heute, den wir fast sagen. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Ja, genau, Was hast das du ist herausgefunden? richtig, das ist Vanaheim. Das Fenster sieht aus wie Bier. So, Freunde, Part 1, God of War, haben wir mal abgehakt, ja, für heute. Die Freya, die hat ja gerade erzählt, dass sie auch einen Sohn hat.
Und wer der Sohn ist, ich meine, die, die das gespielt haben, die wissen es ja, aber die Leute, die das vielleicht nicht gespielt haben, die wissen es ja nicht. Das ist nicht ganz so ohne, wer der ihr Bub ist. Ja? Wird man im Laufe der Geschichte dann auch noch erfahren. So, Freunde. Machen wir da mal schnell Closerino. Keine Angst, wir tun natürlich noch weiter. Ja? Also wir